Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swissinfo. Hier aus Switzerland. Freut mich, seid ihr mit dabei. Vielleicht wundert sich der ein oder andere, wo Swissinfo Nummer 40 geblieben ist. Die liebe, gute alte Swissinfo Nummer 40 ist schon fertig geschnitten und bearbeitet gewesen und während dem Rendern macht es einfach und sie ist weg. Ja, keine Projektdatei mehr, keine RAW-Datei, nichts mehr. Die Swissinfo ist also irgendwo im digitalen Orkus verschwunden. Und das bricht mir einfach jedes Mal das Herz. Wenn so eine Swissinfo ihr Leben geben muss, bevor sie überhaupt die Chance gehabt hat, von irgendjemandem angeschaut zu werden. Warum hätte sie das noch verdient gehabt? Zweitens, nicht wundern, im Zimmer nebendran spielt jemand Gitarre. Das heisst, nicht wundern, wenn ihr plötzlich einen Gitarrenton hört. Tja, und es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, um was es in der 40. Swissinfo gegangen wäre, nämlich um die Attentate in Paris. Das möchte ich jetzt aber nicht nochmal aufbringen, weil es doch schon eine Woche her ist. Was ist das für eine Welt? Es ist nur eine Woche her und schon interessiert sich niemand mehr dafür. Aber vielleicht ist es noch gut, wenn wir mal über die Konsequenzen für die Schweiz reden. In der Schweiz ist es ja immer wieder ein Thema, wie viel Geld wollen wir für unsere Staatssicherheit ausgeben und wenn wir es ausgeben wollen, wie setzen wir es ein? Verschiedene Stimmen in der Schweiz sind nämlich jetzt nach diesen Attentaten in Paris laut worden und finden, hey, wir brauchen mehr Grenzschutz, wir sollen doch schauen, dass nicht irgendwelche verdächtige Personen mit dem Auto über die Grenze einfach reinfahren können. Tun doch mal hier mehr Leute an die Grenze stellen, die das bewachen. Und die Leute haben an sich recht, aber das Problem ist, damit du ein Grenzwächter werden kannst, musst du zuerst eine 2 oder 3 Jahre lange Ausbildung absolvieren. Das heisst, man kann nicht einfach schnipsen und dann sind neue Grenzwächter an der Grenze. Eine Alternative wäre, und das wird in manchen Kantonen schon so gemacht, dass das Militär aushilft und dann Zöllner, Polizisten und wer sonst noch alles ist, einfach mal unter den Arm greift. Das ist aber insofern nicht ganz die optimale Lösung, weil die Soldaten natürlich nicht über die Fachkenntnis von den Zöllner und Grenzwächter verfügen. Als zweites Thema wird immer wieder die Computer- und Datenüberwachung genannt. Wir haben im Februar eine Abstimmung, ob der Staat in Zukunft ein bisschen mehr zwischen unseren Dateien stöbern und so möglicherweise verdächtige Personen ausfindig machen. Die Tendenz zu dieser Abstimmung ist momentan ein ganz klares Ja, was ja auch nach diesen Anschlägen logisch ist. Und ich muss sagen, auch ich finde es eine gute Sache, egal wie viel das kostet, wenn man damit Menschenleben retten kann, wenn man damit verrückte Terroristen aussortieren kann, dann ist es mir das wert. Die Gegner von dieser Initiative befürchten, dass der Staat das Recht, sich dann hier zwischen den Dateien mal ein bisschen umschauen, missbrauchen könnte und zum Beispiel in 10 Jahren, falls wir mal irgendwie das Flüchtlings- oder Terroristenproblem nicht mehr haben, missbrauchen könnte. Ich weiss nicht, was ich hier verhalten soll. Ich meine, wenn du an Daten von jemandem ankommen willst, egal ob du jetzt ein Staat, ein Hacker oder ein Terrorist bist, dann schaffst du das auch, egal was es Recht sagt. Folglich finde ich es einen grösseren Nutzen, wenn wir die Initiative annehmen und damit einfach jetzt auf kurze Zeit zumindest für mehr Sicherheit im Land sorgen können. Es muss aber ganz klar aufpassen werden, dass das nicht in Diskriminierung von einzelnen Randgruppen, sprich Muslimen, ausartet. Das muss man ganz klar verhindern. Jetzt haben Sie gewundert, wer ist meiner Meinung, wer ist anderer Meinung? Bitte ganz herzlich eingeladen. Ich sag's jedes Mal gleich. Ich sag's mal anders. Schreib's in den Kommentar, du blöde Sieg! Puh, das hat gut getan, einfach mal die blöde Abonnenten! Entschuldigung, also ich kann mich selber nicht mehr ernst nehmen, wenn ich so... Dann sind wir beim zweiten Thema und das betrifft vor allem Zürcher. Mache ich als Basler halt News für Zürcher? Schau, okay. Gut, aber damit wir jetzt durch will, es hat auch noch mal wieder etwas mit Terrorismus zu tun. So ist in Zürich nämlich eine WhatsApp-Nachricht umgeschickt worden, wo Leute davon warnt, an einem bestimmten Tag an HB Zürich zu gehen. In dieser Nachricht heisst es weiter, dass es dann möglicherweise einen Terroranschlag geben wird, unterschrieben mit ISIS. Das hat natürlich ganz viele Zürcherinnen und Zürcher in Angst und Schrecken versetzt, was ich natürlich auch irgendwie verstehen kann. Aber ich kann Entwarnung geben. Es hat sich herausgestellt, dass es eigentlich nur ein Jux von einem 19-Jährigen war, der sich irgendwie nichts dabei überlegt hat. Momentan ist allerdings noch nicht sicher, ob er die Klausel LGISIS selber angefügt hat oder ob die später irgendwie dazugekommen ist. Aber trotzdem, warum machst du das? Was bringt dem das? Eine Staatsanwaltschaft prüft eine Anzeige. Er hat einfach nichts davon. Und an dieser Stelle möchte ich einfach ein grosses Kompliment an die Polizei aussprechen, dass sie es geschafft hat, herauszufinden, von wem die Nachricht als erste ausgegangen ist. Wobei wir uns jetzt natürlich wieder fragen müssen, warum kann sie das eigentlich wissen? Hat sie jetzt Zugriff auf WhatsApp? Die Welt ist so kompliziert, aber trotzdem, der Zürcher, der würde ich am liebsten einfach mal so die richtig deftige
kicken. Und jetzt nehmt es mich Wunder, wenn ihr dem begegnet und ihm etwas mitgeben könntet, was würdet ihr ihm sagen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und nein, ich sage nicht, was ich ihm sagen würde, weil das muss ich dann zensieren. Und jetzt blicken wir einfach mal ganz kurz in Richtung Ausland. Hallo Ausland! Hallo Ritz! Aber gut, jetzt schauen wir nicht ins generelle Ausland, sondern einfach mal an die Grenze zwischen Russland und der Türkei. Dort ist nämlich ein russisches Militärflug in den türkischen Luftraum eingedrungen, von der türkischen Behörde mehrmals gewarnt und nach ausbleibender Reaktion abgeschossen worden. Die russische Reaktion hat nicht auf sich warten lassen, der Putin verurteilt das Geschehen und der Außenminister von Russland, heisst Lavrov, hat seinen Türkei-Besuch abgesagt. Es ist momentan nicht klar, wer wirklich schuld ist. Ich weiß auch nicht, ob der Pilot überlebt hat. Ich hoffe es jedenfalls. Heute am 5. ist eine NATO-Krisensitzung einberufen worden, wo sich der Staatschef von der NATO darüber unterhalten, wie man diesem Problem jetzt Herr werden könnte. Nicht zu vergessen, auch die Türkei ist in der NATO. Das heisst, ist es jetzt wieder ein Russland-NATO, ein Sowjetunion-NATO-Konflikt. Hoffen wir, dass das Ganze im kleinen Rahmen bleibt. Wie sollte sich die NATO dem gegenüber verhalten? Was hat Russland richtig, was hat Russland falsch gemacht? Eure Meinung gerne in den Kommentaren. Und das ist mit der 41. Folge von Swissinfo hier auf Ask Switzerland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auch bei meinen anderen Social Media vorbei. Alle in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin immer aktiver dort. Und damit tschüss!